Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted Drakes Schicksal auf Pelzig. Und da wollen wir das doch gleich nochmal probieren. Dummerweise muss ich jetzt fahren. Vorsicht! Und ich bin nicht so der Beste. Was es Fahrer angeht. Ich fände es besser, wenn sie wieder fährt und ich am Schießen bin. Weil beides gleichzeitig mache ist auch wieder so Sach. So, da können wir jetzt durch. Bis dorthin lief eigentlich auch noch alles soweit ganz okay. Fahr doch zurück. So, jetzt fahren wir da lang. Wo ist dann der andere Knetkopf? Wir probieren jetzt mal hier auszuschalten, was ausschaltbar ist. Ah, da ist noch einer. Das war blöd. Dummkopf. Mann. Also nee, in sowas bin ich definitiv kein Genie. Ihr mögt's mir noch sehr. So. Knetkopf Nummer 1. Fässer kaputt schießen. Zum Glück hat hier eine Granatwerfer unendlich. Und zack. Na. Zack. Na gut, nochmal. Nummer 1. Nummer 2. Ich frage mich echt immer, wo die ganze Typen herkommen. Vor allem, wie die immer schneller als wir durch sein können. Und ja. Wie viel... Es würde mich ja mal interessieren, wie viel so Typen verdienen. Was die Handlanger so versprochen kriegen dafür, dass sie hier die Scheißarbeit machen. Ob die einfach nur hypothetisch bezahlt werden mit Eldorado-Geld oder ob die tatsächlich so einen monatlichen Lohn auf die Hand kriegen. Das würde mich mal sehr interessieren. Aber ich glaube, eine Gewerkschaft für Superschurken-Handlanger gibt es jetzt nicht, wo ich noch gucken könnte, wie viel so Typen verdienen. So. Aber ich meine, die müssen hier schon jede Menge Kohle kriegen, dass sie hier ihr Leben aufs Spiel setzen. Also für einen Klicker und einen Penning, den ich das definitiv nicht mache. Na, jetzt habe ich nicht mal mehr die Fässer. So. Zack und zack. Das gibt's doch gar nicht. So. Wie gut, dass wir unendlich Munition haben. So, wo ist er dann? Der Kopf du Knet. Ah, ich sehe ihn. Zack. Wieder einer weniger. Ah, da ist noch einer. Mach's gut, Handlanger. Da drüben ist noch irgendwo einer. Ich sehe ihn, ja. Ich sehe ihn. Lieber mal das Ding noch kaputt machen, bevor es uns noch erwischt. Da war er doch. Ja. Ist jetzt natürlich sehr episch und actionreich, so wie ich das Spiel. Oh oh. Soll ich ja wieder zurück? Ich fahre das irgendwie wie so all die Oma auf ihrem Rollator, das Ding. Wow. Irgendjemand schießt jetzt auch mit dickerem Kaliber, glaube ich. Geh mal. Wow. Du doch. Du Mistkerl. So. Gut, dass der genauso schlecht schießt wie ich. Wo war jetzt der andere Typ? Da hat noch einer geschossen. Okay. Ja, ich fahre lieber wie all die Oma auf dem Rollator, als dass ich... Ah, da ist er. Als dass ich jetzt nochmal irgendwie zu viel riskiere und nochmal platt gemacht werde. So, das machen wir jetzt auch nochmal so. Schade, dass die nicht mit einer Kettenreaktion alle ausgelöst werden. Und wo seid ihr? Noch immer nur so etappeweise, weil die spawnen dann bestimmt ab einem bestimmten Punkt. Ja, so wie der hier. Das Spawnerino, der hat noch drauf gewartet. Ah, das machen wir auch noch kaputt. Ich finde es besser, wenn die Fässer weg sind. Und Oma-Action. So, jetzt haben wir doch zumindest mal einen Fixpunkt, einen Kontrollpunkt erreicht, denke ich. Ja, jetzt müssen wir nur noch reinkommen.
Ich habe mal was gelesen über einen verfluchten Inka-Schatz. Natürlich. Es könnte ja sein, dass... Sag jetzt nicht, du glaubst an sowas. Ich meine ja nur, hier ist was Schlimmes passiert. Eine ganze Kolonie verschwindet nicht einfach. Ja. Und wie erklärst du das? Ich finde es irgendwie blöd, dass man mit so einem rosafarbenen Orca durch die Gegend tuckern. Das ist nicht gerade sehr modisch. Das verstört mich gerade etwas. Hab jetzt erst Acht drauf gehabt, auf was wir hier überhaupt rumtuckern. Das sah für mich ursprünglich rot aus. Aber nee, es ist irgend so ein Frauending, was wir hier erfahren. Verdammt nochmal. Gab's nichts Männlicheres. Aber ich glaube, wir müssen sowieso zum Tor hier. Schneller kann das Ding auch nicht, oder? Kann man das irgendwie runtersprengen oder so? Geh auf. Nee, wir schießen immer noch durch. Geh auf. Verdammt nochmal. Und da? Nee. Nee, das bringt alles nichts. Dann müssen wir wahrscheinlich da. Da könnte man rausgehen, ja. Das ist sinnvoll. Danke. An Land fühle ich mich dann doch wieder etwas sicherer, muss ich gestehen. Und da kommt jetzt bestimmt wieder mehr als Mit dem genug. Kabel da hoch. Finden wir es heraus. Ich bleib hier und pass auf das Fahrzeug auf. Natürlich. Versuch du doch mal einen Weg zu diesem Turm zu finden. Natürlich. Wir trennen uns mal wieder. Wäre ja zu schwer gewesen, wenn man mal zusammen bleibt. Ich sehe dich. Alter, was war denn das für ein vergewaltiger Ton? Mann. Wer du Rapist. So, dich krieg ich. Na also. Okay, das müsste es gewesen sein erstmal wieder. Warten wir mal ab, für wie lang. Okay, erstmal nix. Der hat wieder genug. Da ist der, ja. Halt die Gosch, Schorsch. So. Komm her. Bisschen. Wie er greint. So, wunderbar. Das war doch gut. Die Granate hat glücklicherweise nicht so viel gebraucht. Oh, 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 oh. Vorsichtig. Yeah. So, wer hat das gemacht? Was lag denn dort? Ach, im Mikro. Okay. Ach, wieder nur im Mikro. Ich bleib bei normaler Pistole. Wow. Das war jetzt auch geil von dem Effekt her, dass es in der Ohren so pfeift. Okay, wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da ist er. Der Senior Anglerhut. Sehr gut. In Ordnung. Da wird es aber Zeit, dass wir hochladen wieder. Schön. Nee, die wollte ich nicht haben. Ich mag AK, da ist er. Sehr gut. Aha, so bist du, da bist du. Senior Anglerhut, der Zweite. Und da drüben ist der, halt die Gosch, du Samoaner. Uah. Hat's euch erwischt? Ich glaube nicht, nee. Okay. Dich kriege ich aber noch. Und dich kriege ich dann mit der Pistole. Aha, habe ich dich. So, jetzt noch du. Komm wieder aus deiner Deckung raus, Typ. Na komm schon. Komm schon. Ich bin auch nett. Ich mache auch einen Kopfschuss. Ah, okay. Oder mit dem fetten Revolver. Ja, fette Revolver sind natürlich auch richtig geil, aber da kriegen wir zu selten Munition dafür. Ah, das sind sie. Ach jo, ich bereue so einig das Bandana Man. Na. In Ordnung. Oh, wie fühlt sich das an? Ich glaube, das war wieder ein Kopfschuss. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt können wir nochmal Munition Eissacker. Das ist halt definitiv immer sehr praktisch,
dass die Leute immer Munition dabei haben. Ohne wäre es wirklich blöd. Die AK schwächelt. Okay. So. Können wir jetzt theoretisch genauso gut wegwerfen und können stattdessen wieder Moss nehmen, bis wir AK-Munition wieder kriegen. Ich glaube, das ist das Sinnvollste erstmal. Sodela. Okay, jetzt sind wir wieder dort. Was siehst du wieder? Jetzt sind wir dort. Und was können wir dann hier machen? Hier können wir wieder Affe-Moves machen. Natürlich können wir das. Und, hopp. Nathan. So, wird das gemacht. Nala. Dann runter und wir springen eventuell. Na, nee, das können wir nicht so machen, aber das müssen wir so. Hoppla. Boah. Hey. Halt die Gorsch, erstmal in die Eier geschossen. Mistkerl. Es gibt so saublöd zu quäken. Hey. Ah, okay. Moment. So. So. Und so. Und dann springen hier. Sehr gut. Können wir da hoch. Können die AK nehmen mit 35 Schuss. Das ist gut. Und dann machen wir hier das große Tor auf. Und dann geht es wieder zurück zu ihr. 9 zum Turm. Die Kapitel sind sehr, sehr kurz, muss ich sagen. Alles Na, klar? Allah. Dede. Dede. Das darf doch nicht. Erledige sie, Elena! Uah. Da drüben ist der. Ja, halt die Gosch, du Kerl. Ich sag das im Gute. Ah, Mann, jetzt wieder so ätzend die Passage. Okay, wir sollten erstmal wieder heilen. Das heißt, wir tuckern jetzt so im Rückwärtsgang zurückgetuckert, bis wir wieder aufgeladen haben von unserer Energie. Und dann geht's weiter mit Eich. Und mit dir. Ach, dich habe ich sogar noch beim Rennen verwischt, du Feigling. Und zack und bumm. Es war interessant, dass die zwei miteinander vernetzt waren. Also wenn man dann Ende trifft, naja. Die anderen waren zwar unmittelbar neben dran, aber die gehen nicht in Flamme auf, na meinetwegen. Aber wie gesagt, es ist dort für der erste Teil von einer Spielereihe. Da ist sowas immer erlaubt. Da zählt der Pioniergedanke. Und den habe ich definitiv auch im Hinterkopf, wenn ich Uncharted spiele. Also beim Ende erwarte ich jetzt definitiv noch keine absolute Meisterleistung. Aber ich erwarte ein Pionierspiel. Und das wird mir hier eigentlich auch präsentiert. Insofern, dass ich hier ein richtig schön gestaltetes Abenteuerspiel habe. Was ich auch grafisch echt auch noch heutzutage gut sehen lassen kann. Und okay, die Steuerung ist echt doof zum Teil. Aber der Charakter Nathan Drake ist an sich ein uriger Kerl, auch wenn es echt so ein Filou ist. Und ja, die Interaktion zwischen den Charakteren ist auch sehr schön gestaltet, finde ich. Also alle schon die ganze Dialoge her. Uff, du Typ. Lebt der noch, oder? Ah ne, da hinten ist noch so ein Typ. Okay. Ja, das finde ich eigentlich definitiv sehr schön gemacht. Auch mit dem Sully war das sehr geil. Hat mir auch sehr gut gefallen mit dem. Aber ja. Die Böse sind auch irgendwie... Ja, es sind halt häufig so immer die gleiche Type, aber das ist ja bei The Last of Us, muss man auch dazu sagen. Sind die, wow, sind die Böse ja ach, oder die Hunter... Und wenn man da als Gegner alles präsentiert kriegt, sind ja eigentlich auch von den Details her immer dieselbe. Es ist schade. Ich fände es so schön, wenn man wirklich bei so einem Spiel jeden Gegner individuell machen würde, so wie halt auch die Menschen individuell sind, statt irgendwie so 3, 4 Standardtypen festzulegen und die dann immer auftreten zu lassen. Das ist etwas schade. Gerade für so großes Spiel wäre das großartig, wenn man da einfach mehr Vielfalt reinkriegt, mehr Individualität für die Leute. Das wäre richtig geil. Würde mir zumindest sehr gut gefallen, sowas. Okay, haben wir hier wieder irgendwo einen Anlegeplatz oder so? Weil so kriegen wir das Ding nicht auf, es sei denn, wir schießen das auf.
Ah, das mal funktioniert. Sehr gut. Ich finde, sowas muss auch mal sein, dass man auch so Sachen schlicht und brachial aufschießen kann. Da, 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 da. So, Della. Du musst diesen Turm erreichen. Ich warte dann am Zollhaus auf dich. Was ich alles muss. Ungeheuerlich. Na gut. Immer dieses Gepöbel. Alter, dann habe ich jetzt auch mal richtig tanzen lassen. Okay, der lebt noch, nachdem er voll die Salve abkriegt hat. Wow, wo sind denn die anderen? Okay, wir gehen jetzt mal hier raus aus der Deckung. Dum, dum, Entschuldigung, wenn ich dann so die Musik also so mitpöbel. Okay. Aber ich bin dann auch so in dem Feeling drin und mag dann auch so die Musik dabei, dass ich als echt nicht anders kann. Da hab ich dich. Bumm. Nee, ich sehe euch nicht mehr. Okay, dann habe ich noch ein bisschen verwischt. Okay, dann habe ich ganz. Oh ja. Das Spider-Man hier auf dem Boden, dann kriege ich ja noch. Na also. Mach ihn alle. Ja. Freundlicher, rattengesichtiger Handlanger. Da haben wir noch Granate, das ist immer sehr gut. Dum, dum, da, da. Da, 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 da. Wunderbar. Dann sind wir wieder ausgestattet hier. Die Moss. Ich weiß nicht. Hier sind ja noch irgendwo welche. Ich probiere es jetzt mal so. Ich probiere einfach mal durchzuschwimmen hier. Du, du. Ja, ich schieß. Auf dich, Glatzenman. Na, dann schlagen doch auch mal auf die Schniss, dass es richtig weh tut. Du, Dappschädel. Nathan! Dummkopf. Ach Mann. Na gut. Dann täte ich aber was sagen, ihr liebe Leute. An der Stelle mache ich wieder einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zur Let's Play Uncharted Drakes Schicksal auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.